24. Dezember 2025, 15.34 Uhr. Unser Protagonist steht mit seinem viel zu schwer geratenen Reisekoffer am Perron von seiner Stadt. Ein bisschen nervös schaut er auf die Uhr. 1 Minute zu spät ist der Zug schon. Er schaut auf zu der Anzeige. Es ist noch keine Verspätung ersichtlich. Er nimmt gerade sein Handy aus dem Hosensack, um im App nachzuschauen, wo er ein leichtes Vibrieren unter den Füßen spürt. Sein Zug fährt ein. Erleichterung macht sich breit. Er will nicht, dass die Reise länger geht als sie muss. Wenn er zu knapp kommt, würde es nämlich sicher wieder zu hören bekommen von seinen Eltern. Heute wird Weihnachten gefeiert im Hause Stirnimann. Und das heisst, alles muss genau nach Plan laufen. Wehe, jemand bringt das eng taktete Programm durcheinander. Sein Cousin ist letztes Jahr 5 Minuten zu spät gekommen. Der hat ja ein schönes Donnerwetter über sich ergehen lassen. Erinnert sich der Tim, unser Protagonist, bibbernd zurück. Mit einem Zischen öffnet sich die Türe und der Tim drückt sich zusammen mit ein paar anderen Passagieren in den jetzt schon komplett überfüllten Zug. Über Weihnachten willst du wirklich nicht mit Gepäck verreisen, denkt sich der Tim. Er findet dann aber doch noch ein Plätzchen zum Hocken und kann den Koffer unter dem Sitz verstauen. Ein Ruck fährt durch den Waggon. Sie haben anscheinend noch einen anderen Wagen oder eine Luke angehängt. Vielleicht verteilen sich dann die Leute ja noch ein bisschen. Er wäre nicht unglücklich darüber. Schliesslich muss er bis zur Endstation fahren. Das hinterste Kaff im Kanton ist seine alte Heimat. Abermals gibt es einen Ruck und der Zug fährt langsam aus dem Bahnhof raus. Nach einer Weile werden die Häuser kleiner und das Grün zwischen ihnen häufiger. Die ersten Kuh- und Schafweiden tauchen in der Ferne auf. Nach ein paar Stationen werden dann auch Passagiere immer weniger. Sehr zum Erfreuen von Tim. Endlich kann ich meine Füße ein bisschen strecken. Als er es sich etwas gemütlicher gemacht hat, fällt er dann auch ziemlich schnell in einen kurzen, traumlosen Schlaf. Als er wieder verwacht, ist es draussen schon ganz dunkel. Das ist zu erwarten in dieser Jahreszeit. Der Tim schaut auf seine Uhr am Handgelenk und stellt beruhigt fest, dass es nur noch knapp 20 Minuten geht, bis er in seinem alten Dörfli ankommt. Inzwischen hat sie in seinem Zugabteil noch mehr geschaut. Nur noch 4 andere Leute hocken da. Bei der nächsten Station steigen dann schon 3 davon aus. Und dann wären es nur noch 2. Noch etwa 2 Stationen und dann ist er dort. Glücklicherweise hat der Zug die 1-minütige Verspätung vom Anfang wieder aufgeholt. Der Tim ist so beschäftigt, all seine Sachen wieder zu verstauen und die vielen winterlichen Schichten wieder anzulegen, dass er gar nicht bemerkt, dass mittlerweile auch die letzte andere Person verschwunden ist. Er schaut aus dem Fenster. Die Gegend hat sich irgendwie auch verändert, seit ich das letzte Mal da war. Es sieht irgendwie viel karger aus. Gut, es ist ja auch Winter und bis jetzt nicht wirklich ein besonders schöner. Der Zug fährt weiter in seiner gleichmäßigen Geschwindigkeit. Jetzt müsste es dann langsam die Endstation ansagen, sagt der Tim halb murmelnd zu sich. Er steht auf und lässt den Blick durchs Abteil schweifen. Es ist niemand mehr da außer ihm. Er schaut auf zu der Anzeige. Dort sieht er aber nur einen schwarzen Bildschirm. Langsam ein bisschen nervös holt er sein Handy aus der Jackentasche und schaut im App nach. Gemäss dem müssten sie 3 Minuten dort sein. Von einer Verspätung ist keine Rede. Komisch. Der Tim drückt sein Gesicht nochmal an die Scheibe. Aber so fest er sich auch konzentriert, die Landschaft kommt ihm kein bisschen bekannt vor. Niemals ist das nur 2 Minuten vom Kaff entfernt. Ist er echt in den falschen Zug eingestiegen? Die Minuten verstreichen und der Tim wappnet sich, um seiner Mutter anzurufen. Die wird ja begeistert sein, wenn ich erzähle, dass ich mich verfahren habe. Mit dem Zug. Seufzend sucht er die Nummer in seinem Telefonbuch. Aber unter Mami findet er nichts. Unter Papi genauso wenig. Dann fällt ihm auf, dass scheinbar seine Kontakte nicht richtig synchronisiert worden sind. Abgesehen von der Combox und der sprechenden Uhr ist nichts mehr drauf. Ja, bravo, jetzt kann ich mich nicht mal mehr auf mein Handy verlassen, sagt er frustriert. Jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und vielleicht zu hoffen, dass ihm seine Mutter von allein anruft. Ihre Nummer weiss er nämlich leider nicht auswendig. Und das Haustelefon haben sie seit letztem Jahr auch nicht mehr.
Nach ein paar Sekunden schellt dann sein Handy tatsächlich. «Mami» steht auf dem Display. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Furcht nimmt er es ab. Am anderen Ende hört er seine Mutter futtern, aber nicht besonders verständlich. Der Empfang ist auch richtig schlecht. Bald hört er nur noch ein Krosen im Hörer und dann bricht die Verbindung ganz ab. Immerhin der Handyempfang passt zu dem Scheißkaff. Murmelt er, als er seinen Kopf in seinen Händen vergrabt. Auf einmal hört er ein Klicken. Er schaut auf und bemerkt, dass das Licht im Waggon ausgegangen ist. Nicht das auch noch. Er schaltet die Taschenlampe von seinem Handy ein und leuchtet um. Kein Hinweis, keine Person, nichts. Dunkelheit hat er ja noch nie besonders gern gehabt. Erst recht nicht an den Ort, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Er versucht draussen noch mal etwas zu erkennen. Jetzt sieht es so aus, als würde es durch eine Schlucht fahren. Oder ein Tunnel. Unbehagen macht sich im Team breit. Warum informiert ihn niemand? Der Lokführer, ein Kontrolleur, irgendjemand muss da kommen sein. Als er das so ins dunkle Zugabteil rausruft, hört er plötzlich leisliche Schritte. Er weiss einmal mehr heute Abend nicht, ob er erleichtert oder noch beunruhigter sein soll. Mit der Taschenlampe leuchtet er in die Richtung der vermuteten Person. Der Lichtstrahl erfasst dann auch tatsächlich jemanden. Hä? Ist das nicht der Typ, der bei der letzten Station ausgestiegen ist? Fragt sich der Tim. Vielleicht war der Herr nur auf dem WC. So oder so läuft er jetzt entspannt in die Richtung von Tim. Hey, Sie! Ruft dieser am anderen zu. Keine Reaktion. Er scheint den Tim gar nicht zu bemerken. Der probiert es nochmal. Wissen Sie, wo wir sind und was da los ist? Wieder kommt keine Reaktion zurück. Der Tim findet es langsam ein bisschen gruselig. Der Grusel wird verstärkt, als der mysteriöse Mann auf seiner Höhe ist. Er hat ganz einen starren Blick. Fast schon verstört. So als hätte er etwas gesehen, das ihn zutiefst erschüttert hat. Der Tim wendet den Strahl von seiner Taschenlampe schnell ab. Der Mann läuft ganz im Dunkeln weiter. Die Schritte werden immer leislicher, bis sie dann schließlich ganz verstummen. Für einen kurzen Moment sitzt der Tim da und versucht sich wieder ein bisschen zu sammeln. Dann packt er seinen Koffer und sein Handy und macht sich auf den Weg. Auf den scheinbar gleichen Weg, wie auch schon der andere Passagier gelaufen ist. Er läuft in die Fahrtrichtung führen. Sein Ziel? Das Lokführerkabinchen. Spätestens dort muss er ja jemanden finden, der mehr weiss. Nachdem er den ersten Waggon durchkreuzt hat, wird es plötzlich noch mal dunkler wie vorher. Sein Handy gibt den Geist auf. Und das, obwohl er es die ganze Fahrt lang geladen hat. Mist, flüstert der Tim. So als könnte ihn jemand hören, wo er nicht sollte. Durch die weiteren Abteile muss er sich also mehr auf seinen Tastsinn verlassen als auf seine Augen. Irgendwie klingt es ihm tatsächlich. Und endlich. Das Ende des Zuges ist erreicht. Der Tim ertastet die Tür fallen. Das muss das Führerhäuschen sein. Er klopft. Aber niemand macht auf. Er drückt die Fallen runter. Aber sie geht nicht nach. Der Tim verzweifelt immer mehr. Verdammt nochmal! Machen Sie die Tür auf! Wir fahren falsch! Da aussen ist alles dunkel! Ich will aussteigen! Aber auch sein Flehen und Betteln scheint keinen Erfolg zu haben. Er sinkt auf den Boden mit dem Rücken an der Wand zu der Fahrerkabine. Tränen laufen ihm über die Backen. Was würde er jetzt dafür geben, sich einfach nur von seiner Mutter anschnauzen zu lassen, weil er das Weihnachtsfest durcheinander bringt? Plötzlich hört er ein Knistern in den Lautsprechern gerade über ihm. Nächster Halt. Halt auf Verlangen. Und wie er es Verlangen hat. Der Tim stürzt sich blind in die Richtung, wo er die Zugtür vermutet und findet schließlich den rettenden Knopf. Gerade noch rechtzeitig, wie es ihm scheint, kommt der Zug quietschend zum Stehen. Es zischt und die Tür geht auf. Es ist tatsächlich ein Bahnhof. Immer noch panisch stolpert der Tim mit seinem Gepäck aus dem Zug raus. Die Türen gehen hinter ihm zu und er dreht sich um. Der Zug ist noch immer stockfinster. Nur vorne beim Lokführer brennt ein schummriges Licht. Der Tim versucht, einen Blick auf den Chauffeur zu erhaschen. Das Einzige, was er sieht, ist aber ein Mann mit schreckgeweiteten Augen und einem stummen Schrei auf den Lippen. Der Tim zuckt unwillkürlich zurück. Und dann fällt es ihm auf.
Er ist auf dem Weg führen gar nicht mehr am mysteriösen Passagier vorbeigelaufen. Das unbehagliche Gefühl in seinem Bauch wird zu einem regelrechten Klumpen, wo der Zug ratternd wieder anfährt und in die dunkle Nacht rausbraust. Zitternd dreht er sich um. Er weiss ja gar nicht, wo er eigentlich ist. Und dann sieht er es. Der alte Elektroautomat, die verlotterte Bahnhofsuhr und dort, ganz hinten, ein hell beleuchtetes Haus. Das Haus von seinen Eltern. Er ist in seinem Kaff. Schneeflocken vermischen sich mit seinem Schweiß und seinen heißen Tränen. Unser Protagonist schaut nochmal auf zu der Bahnhofsuhr. 5 vor 5. 1 Minute Verspätung.